die Damen und die Herren, liebe Vertreter von der Presse, liebe Leute alle Guten. Ich denke, es gehört nicht nur zu Lützeburg zum guten politischen Ton, dass ihn als politische Partei an der Mitte von der Gesellschaft will stehen. Auch wir als ADR wollen nur bei den Leuten, sie wollen an der Mitte von der Gesellschaft stehen. Das ist a priori nicht schlecht, aber begrüßenswert. Ich denke, das muss ihn sich aber, wenn ihn sich gesellschaftliche Entwicklungen anguckt, die sich gerade vollziehen, in Lützeburg, in Europa, in den westlichen Ländern, da muss ihn sich aber vorstellen, wollen wir als Politik oder besser dürfen wir als Politik nach ohne Bedenken die politisch mit an ihre Forderungen bedingen. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Letztes Jahr sind in Deutschland die Jusos und die Öffentlichkeit getreten mit der Forderung, dass ihnen Kant, ein Puppelchen, bis zum 9. Monat tot machen. Wohlgemerkt, wir schwätzen heute nicht von der RAF-Fraktion von der veganen Feministinnen. Wir schwätzen heute von den jungen Sozialisten, das ist die Jugendorganisation von der SPD, eine Partei von der politischen Mitte. Und die Sprecherin sieht dann in einer großen Jubel, ich zitiere das mal, es wurde gerade gesagt, wir müssten für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht irgendwelche Ungeborenen. Die haben einfach vorher kein Recht. Und die Grundrechte, das Menschenrecht, gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere. Schon am Anfang gedacht, ich hätte nicht richtig hören. Da das ja nicht eine Einzelmeinung oder so mal ein Ausrutscher. Also ich kann nicht so ein Daylight, die kritische Gedanken dazu geäußert haben, die waren an der Minorität, da das wir gesagt in einem, merci Gast, also, da das wir gesagt in einem großen Jubel ugeholt gehen von der SPD. Das heißt, wir haben einerseits, ich weiß nicht, ob das mitkommt, dass auf Facebook das millionenfach gedeelt gehen, wo dann eine kleine Butz auf die Welt kommt, viel zu frei Geburt, 300 Gramm, an die ganze Welt hält Undeel und dem Schicksal, dass man da so eine kleine Butz gesund pflegen konnten. Aber wie schön, dass das an auf der anderen Seite für die Jugend von einer Partei, von der politischen Mitte, einen gesunden, vollentwickelten, lebensfähigen Puppelchen dürfen tot zu machen. Aber was noch mich schlimmer ist, ein allgemeinen Aufschrei, ein gesellschaftliches Entsetzen, das komplett ausblieben. Auch eine Empörung von den großen Medienhäusern ausblieben. Man hat ganz nüchtern, informativ darüber berichtet. Der Spiegel schreibt zum Beispiel, ich sage nicht, dass dieses Dilemma einfach aufzulösen ist. Ich denke nur, dass man sich der Fallstricke wenigstens bewusst sein sollte. Also, ich fand das lässt Dave blicken. Also, ich ist auch noch ganz klar, ich sehe nicht aus einer Familie von Pro-Life-Aktivisten. Ich komme noch nicht aus einem linksgeprägten Elternhaus. Ich komme noch nicht aus einem rechtsgeprägten Elternhaus. Ich habe immer gesagt, dass ich mit diesen Kategorien nicht aufhängen kann. Aber heute denke ich mir, mein Gott, das muss aber der gesunde Hausverstand muss das da einem so, dass das krank ist, dass das pervers ist. Schon eine Normalkante zu Lützeburg durchgemacht. Von der Primärschule über das College. Ich hatte viele Freunde an der Scouting, ich habe viele Freunde an der Musikschule. Es geht mir gut. Ich habe nie zu irgendwelchen Extremer geneigt, die mich auch heute noch aufschrecken. Mir heinz zu denken, ich mir, war ich die letzten 25 Jahre angefroren. Habe ich irgendwie eine Revolution verpasst. Ich denke, Heinz zu zurück und wieder vom Shakespeare singen Macbeth, wo Texten und Bier sagen, fair ist faul, faul ist fair. Ich bemerke immer mehr eine komplette Umdrehung von einem Gewert dabei, was ja eigentlich überzeitlich sind. Ich schwätze ja heute nicht von zeitlich gebundenen Moralvorstellungen. Etwas, wo ihr seht, das ist Diskut, eine gewisse Epoche, der hier spezifische Blick auf die Realität hat. Nee, hier geht es darum, dass wir als Kanner gern haben, als Kanner beschützen, den Respekt und den Schutz für die Schwachen, die sich nicht wehren können. Beim besten Willen, das sind doch überzeitlich Werte, die es an einem Mensch definieren. Aber wenn mit von der Gesellschaft darüber diskutiert, ob wir kann von irgendwen soll leben lassen oder nicht,
wollen wir dann überhaupt noch den Nerv von der sogenannten Mitte von der Gesellschaft treffen? Und ich stelle dann vor, dass es dann nicht und einer couragierter Politik die sogenannten Mitte von der Gesellschaft aus ihrer Apathie rauszureißen. An dem Sinn kann meine Schlussfolgerung nicht mehr deutlich sein. Wir sind nicht da für uns der politischer Mitte unzubiedern. Wir sind da für die politische Mitte an ihrem Denken zu prägen. Ich könnte ja auch als Adrenalinpräsident sagen, ja, es gibt eine gewisse Tendenz, dass immer mehr Junker noch bis zum 9. Mond, ja, soll man dann nicht auch auf die Schiene gehen. Aber ich mache es nicht, weil es nicht meiner Überzeugung entspricht. Und das ist ja die Definition von guter Politik, überzeugt von der Richtigkeit von seinen Argumenten, Denken von den Leuten prägen wollen. Das darf man ganz konkret sagen. Ich will nicht zu viel abstrakt bleiben und das konkret auf Lützeburg und auf die Lützeburger politische Landschaft beziehen. Gerade bei den Lützeburger Parteien und auch an höchstem Maß bei der größten Lützeburger Volkspartei als der Grundtenor, was sollen wir sagen? Was wollen die Leute von uns hören? Was verlangt den Zeitgeist, dass wir sagen? Guck, ich nehme das Referendum an. Ja, nee, vielleicht. Geht gut informiert an die Wahlkabine. Und dabei muss den ersten Reflexion sein, nicht, was sollen wir den Leuten sagen, sondern was müssen wir den Leuten sagen. Es sind Überzeugungen getreu, was sie mir den Leuten schuldig, dass wir ihnen sagen. Mit CSV kann ich bald sagen, geschickt wie ein Tiger, geschmeidig wie ein Katz, schleicht sich unter der Run, tascht sich unter der Run, was sie mengen, was den Nerv von der Zeit trifft, den aktuellen Zeitgeist, Meinung dabausen, für das abzufangen und als hier Meinung zu deklarieren. Und dann mit einem Plan, mit einem Kompass durchzusetzen. Und ich kann nicht versichern, wenn nur die Majorität von der Gesellschaft drauf könnt, dass es ja eigentlich sinnvoller gut müsste sein, wenn ihr dürft schwer mal absperren. CSV wären die ersten, die giffen Verriegelungsschlösser bestellen. Ich habe letztes Jahr in einen solchen Table Ronde Deal geholt, für allem an den Lycée, wo wir als Adrenalin immer gut vertreten waren. An CSJ, die hat immer zwei Sachen gesagt. Sie hat wahrscheinlich gebrieft, die von der Parteioberen. Sie haben immer erstens gesagt, en vue von einer Koalition, sie schwätzen just mit großen, erwachsenen Parteien, die an der Mitte von der Gesellschaft stehen. Wohlverstanden nicht der ADR. Die Arroganz muss ich mal haben. An den zweiten Punkt, was sie immer erklärt haben, sie haben ihre Nummer erklärt. CSV, S, das ist sozial, das leider an unserer DNA, haben sie gesagt. Und da sind sie bei den C gekommen. Und da sagten sie, ja, wir haben halt den C da. Mit das heißt aber nicht, dass wir an die Maske gehen. Das geht ja vielleicht bei den Jungen noch nicht gut ankommen. An die Relativierung, genau das ist bezeichnend für CSV. Wenn ich CSV, die ganze Partei, an zwei Wörter müsste zusammenfassen, da gebe ich so, das Partei vom Jo Me. Jo, den UN-Migrationspakt als ein schlecht ausgeschafftes Dokument. Eigentlich an der Form nicht zu akzeptieren. Me, wir stimmen im Matt, wir müssen ja mal die gesellschaftlichen Druck ist zu groß, für dagegen zu stimmen. Jo, wir haben den C. Me, das heißt aber nicht das und das. Jo, wir sind für den Lützeburger Spruch. Me, wir stimmen gegen die Motion für die Förderung von der Spruch. Jo, wir stehen für Werte. Me, wir sind noch cool. Ich könnte die Liste noch beliebig erweitern. Aber was möchte CSV? Eine Flucht nach vorne. Weil sie genau wussten, dass sie nicht klar sind, und sie an dem ganzen Wahlkampf was kein Wort mehr aufgefallen wie klar. Mir so klar das, dann mir so klar da, dann ist die klar für das. Und da muss mal klar gesagt gehen. Und mir so klar, dass wir nicht klar sind. Der Slogan von der CSV, klar, no, gerecht. Gerecht und no sind sie vielleicht. Klar sind sie nicht. Es sind aber oder ein anderer Punkt, wo ich kann darauf eingehen, ich weiß nicht, ob da die Diskussion matt gut. CSV hat sich immer gestritten,
wie sie da lo hier Opposition nennen soll. Den eine sagt, ja, mir so eine intelligent Opposition. Den andere sagt, eine hart Opposition. Sie manche Gedanken, wie nennen wir das kann überall, überhaupt. Es ist schon ein Gehirn, dass es ein Buch gibt, wo ihn für Frauen besser zu verstehen. Das soll anscheinend heißen, die Frau, das unbekannte Wesen. Und ich meine, bei der CSV, also die Opposition, das unbekannte Wesen. Aber wir haben als ADR über vieles diskutiert. Aber etwas kann ich nicht sagen. An all den Reunionen haben wir nie darüber diskutiert, wie wir als Opposition dann nennen sollen. Wir machen einfach Opposition. Die können aus der Panse raus. Ich bin aber nicht angetreten, für CSV-Bashing zu machen. Die Partei hat sich eine neue Struktur gegeben und auch ich wünsche hier auf dieser Platz alles Gutes. Ich bin aber schon über mit von der Gesellschaft geschwärzt und darüber, dass es für die Politik nicht wünschenswert ist, ohne Bedenken, damit, wie auch immer die definiert, das bedenkenlos notzulaufen. Ich will an meinem zweiten Teil von dieser Rede eine andere Frage nachgehen, die so akut ist wie noch nie. Für was verlieren die Leute immer mehr Vertrauen in die öffentlichen Institutionen, und die großen Parteien und die EU und nicht zuletzt auch an die großen und etablierten Medien. Aber was ist was? Die Antwort ist gar nicht mal kompliziert. Und ich gehe nicht rum, ein konkretes Beispiel in Medias Res. Du hast den LSAP-Parteipräsident Franz Fayo seit den 23. Januar 2019 die Luxemburger Wort. Ich zitiere, die wenigen armseligen EU-Skeptiker in Luxemburg machen mir keine Angst. Armselig. Und da frage ich mich an einer Situation, wo die Scheiertisch armer Reich immer mehr aus der Nähe geht, wo immer mehr Leute, auch gerade heute zu Lützeburg, Schwierigkeiten haben, für über die Runden zu kommen, und wo am reichen Lützeburg 100.000 Leute unter der Armutsgrenze leben. Und auf der anderen Seite, wo die berechtigte Kritik an einer EU immer mehr wiest, die nicht genug Ursache gibt, ob Leute in den verschiedenen Ländern eine Politik vom Lobbyismus auf von den Großkonzernen freundlich feiert und die sich vehement gegen mehr Bürgerbeteiligung wird. Und an dem globalen Kontext gehen wir hin und wir nennen die Leute, die EU skeptisch sind, armselig. Ich denke, wenn man sich dann anguckt, wie die LSAP reagiert, parallel dazu fragt die LSAP sich nämlich, für was zum Teufel sie dann hier Zustimmungswerte, für was denen mir so gut gehen. Ich gebe der LSAP wirklich mal anraten. Für 60.000 €, 5 Spezialisten, 3 Jahre zu beschäftigen, an eine große Analyse zu machen, was dann eventuell kein Grund sind, für das Leute Vertrauen an groß an etablierte Parteien vertreten. Und wohlgemerkt, ich schwätze mir von EU skeptisch. Ja, was das da recht, wenn in EU kritisch ist? Ja, so in Deutschland verließ Huttenteufel gehen, das in Hell. Das leider Lützeburg und in Europa haben die arrogant Bevormundung satt. Und das Schlimmste ist, die Bevormundung kommt gerade von denen, die sich selber am wenigsten tun halten. Ich weiß nicht, ob die an ihrem Umfeld geringe Kollegen hat. Da sind es wahrscheinlich Städtsuchtgänger, die ich auch kennen, die mir einen Vorwurf machen, weil ich mit einer aller Dieselschrubbel rundherum fuhren und aber selber 3-mal am Jahr mit dem Flieger 10.000 Kilometer an Vakanzflüge für auf der anderen Seite von der Erde eine intakt Natur zu fahren. Ist so nicht mal etwas Schönes Saat mit der Hypokrisie. Es wird das vielleicht nicht politisch reagieren, weil ich will für in der Weltöffentlichkeit bekennen, dass ich mich auf Fursend als Eskimo verkleidet habe. Und damit habe ich direkt 2-mal gegen die Verfassung verstoßen. Erstens, der sich heute nicht mehr als Eskimo verkleiden, und zweitens, der nicht mehr Eskimo suchen. Und der sich auch nicht mehr als Indianer verkleiden. Aber wisst ihr, wo die Verbote sicherlich
nicht hier kommen. Sie kommen sicherlich nicht von den Eskimoen, also sie kommen sicherlich nicht von den Indianern. Ich so nicht, aber wo sie hier kommen. Sie kommen von einer arroganter, suffisanter, linksintellektueller Urwaschicht, die überzeugt sind, worisch für sich gepacht sind, und die Welt gerne an eine Zucht Sprachwatte abhaken. Aber was mich am meisten rosen möchte, die Gedankendiktatur kommt gerade von denen Leuten, die sich selber open, tolerant, progressiv, queer nennen, und die aber bis zur letzter Zelle, bis zur letzter Faser von ihrem Körper zum Establishment gehören. Wo kommen da so viel Verbote? Wo kommen so ein starre Verhaltenskodex? Wo könnt dann so ein stark Verbalkontroll hier wie aus der Ecke? Also so nicht etwas. Eng Hofetikette von einem Louis XIV, das war nicht am Gegensatz zu dem, was für ihre Verhalten sie es abdrängen wollen. Und das ist ja gerade der Fall. Es wird ja nicht darüber diskutiert, dass sie nicht dazu so, dass sie diskutieren, wir können mal gucken, wie weit wir setzen es mit Meinungsfreiheit aus. Nee, sie drängen es darauf. Es gibt keine Diskussionskultur. Und an denen Kreisen passt Diskussionskultur ungefähr so gut wie einen warmen, freundlichen Novemberdach. Und der Begriff Querdenker, ist ja völlig pervertiert gehen. Auch viele Künstlerkreise, die open, queer, tolerant, Weltbürger, die diskutieren doch tatsächlich, ob in dem Film vom Superjump überhaupt noch gesellschaftlich, ob den er gesellschaftlich akzeptierbar ist. Der Superjump wird zu viel nationalistisch, es spielt zu viel mit Klischeen. Also ich weiß nicht, wenn denke Asterix war der gute Komikers gelesen hat, da wisst ihr, dass gerade Komiken ihren Humor oft aus Klischeen zählen und das berechtigterweise und dass das auch gar nicht schlimm ist. Mir anstatt darüber zu diskutieren wir lieber, inwiefern das noch gesellschaftlich akzeptabel ist, vielleicht sogar ein paar Jahre, ob wir nicht verbieten sollen, weil das wird Verbot als ja von den großen Wörtern von dieser Zeit. Eine andere Tragik von dieser Zeit ist, dass wir am Zeitalter von der großen Gleichmacherei leben. Auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau betonen, das kann quasi einem Staatsverbrechen gleich. Und ich denke, Gleichstellung von Mann und Frau, für die ich mehr wie 100% stehe, wird verwechselt mit Gleichmacherei zwischen Mann und Frau. Und dabei sind es doch gerade die Schwellen, die Differenzflächen zwischen Mann und Frau, die das Leben so bereichern können. Vergleicht mal eine Frauenschrift mit einer Männerschrift. Das geheimnisvoll, urweiblich, was sich an all Schwingungen von den Buchstaben rauslesen lässt, als das nicht wunderschön. Der Peter Handke schwätzt an dem Kontext von Achtlosigkeit. Es gibt keine Schwellen mehr, es gibt kein Geheimnis mehr. Das Geheimnisvoll fällt fort, aber was bleibt als eine linksideologisch Rationalverarmung. Wobei ich auch da ganz vorsichtig wäre mit dem Begriff rational. Ich meine, guck dir mal an, was so Powerfeministinnen und Querdenker fordern, dass da 99% von den Frauen die Kaprissel kann ich ganz gut verstehen. Das geht selbst wie ein Reklam, die lo rezent gelaufen ist von einem Modeartikelhersteller. Da gibt es gewissen, wie ein chinesisches Mädchen mit Stäberscher probiert, italienische Spezialitäten zu essen und darunter scheitert. Was war das eine Welt von der Empörung? Und alle Großzeitungen, das wäre klischeehaft und das wäre rassistisch. Und dabei ist ja aber gerade eng humoristisch Sicht ob kulturelle Differenzen, das kann doch etwas bereichernd sein. Aber sie war da die lacht, ohne dass wir einen Base wollen. Wenn man zurückgehen an die Geschichte vom deutschen Kabarett, da guckt ich mir an, was den Didi Haller vor der 4 Jahren Jahrzehnte für Sketcher gemacht. Das geht heute nicht mehr gehen. Wir sind ganz weit heute. Aber den anderen Parameters, den immer abtaucht, das ist die Idee von der, und nicht die Idee, das ist konkret die Innerstellung. Tut den nicht den Satz fertig geschwart, dann geht einem well etwas in der Stalt. Und da kann ich als Beispiel holen, einen Wahlkampf, den wir als ADR gefordert haben. Wie oft kann den hören, ja, die Debatte über die Sprache, die die ADR feiert, da das sie uns den
Abhänger für ihren unverhohlenen Rassismus. Und die Debatte, die Wurstemsdebatte, die wir feiern, die ja wichtig und gut ist, mir und sich war auch das ja just ein Abhänger, weil wir alle so verstoppte Rassisten sind. Dass wir just als im Lützeburger Spruch suchen, weil es ein Kehrbereich ist für eine gute Integration, für eine richtige Integration, wo man nicht Leute ausgrenzen, sondern Leute angrenzen in der Gesellschaft. Das wird ignoriert. Das Wurstemsdebatte von den Kehrproblemen ist, die als Land betreffen, andere Redner sind darüber gegangen, das wird ignoriert. Aber es wird direkt mit Stellungen geschafft. Das heißt, dass sie am Anfang nicht so, auch der Limmer, den hast du ja nicht von Klier, wo Usel, den kommt für ein Giertzahn, den hast quasi aus den Undeiften von der Hell zu ich komme, wo der Feier mich hinwünscht für ein Giertzahn. Ich meine, du musst ihn aber mal ein bisschen vernünftig sein. Und das ist auch meine Kritik an dem Teil von der Jugend, der sich selber politisch engagiert nennt. Und ich schwätze ja als Jugendpräsident. Ich stelle mit Schreck fest, dass gerade das, was die Jugend auch definieren soll, die Saft der Kraft, dass sie sich froh stellen, dass sie Sachen kritisch erfragen, dass sie die Courage und Position zu überdenken, das scheint komplett ausgestorben zu sein. Die politisch engagierte Jugend von LSAP, CSV, DP, Greng, links sowieso, die überbieten sich bei der politischen Korrektheit. Entschuldigt für den vulgären Ausdruck mit diesem Schwanzvergleich von politischer Korrektheit, was die abfeiern. Da gibt dann Facebook-Gruppe von politisch engagierten Jungen, die sich dann selber auf die Schulter klappen, wo sie da sagen, ah ja, guck, da haben wir eine Seite von dir, da hast du gesagt, was das nicht passt, an die Seite haben wir gemeldet, an die Seite haben wir vom Netz geholt. Das geht als etwas Positives bezeichnet. Und die in der Vision von unseren Jugendparteien, die lesen sich wie im Manifest von Gambia 2. Und da frage ich, wo bleibt dann dort alternativ, der kritische Geist, das geht alles gut gehegt, da sind sich eins. Wo ist dort der Saft und Kraft von der Jugend? Der ist doch komplett an einem Dornröschenschlaf. Als ADR und als Adrenalin sind wir die einzige Partei, die am Anfang eine Wächterfunktion hat. Die Damen und Herren, es geht gut an der ADR zu sein. Eine Partei, die dem politischen Korrektheitsdenken ein klar so erdeelt. Ich dachte, mein nächster Versuch zum Schluss zu kommen. Ob Gefahr hin, dass ich Leid durch mein Gerät so Hose gemacht und dass sie mich umbringen. Für die Leute habe ich einen guten Tipp. Ich habe eine schwere Allergie auf Nüsse. Und das am Anfang so, wie ich die erste Nüsse gegessen habe, waren die Symptome nicht so stark. Ich hatte ein bisschen ein Kribbeln am Hals, an meinen Lippen, sie ein bisschen angeschwollen. Also habe ich für ganz kurz an Ungedanken, ich weiß ja, dass ich die Allergie habe, ich an Ungedanken eine Nuss gegessen. Und du sind mit meinem Bruder mit dem Auto gefahren. Aber einmal kriege ich keine Luft mehr. Und ich habe ein enges Gefühl auf der Brust, der Schweiß, dass ich gelaufen an dem Auto. Und mein Bruder, den eine Allergie auf Katzen hat, den hat Gott sei Dank Anti-Allergiepillen dabei. Du hast der 2 geschleckt, du hast so ein bisschen gehangen. Du hast mich mal ein bisschen mit Allergien beschäftigt. Was ist das eigentlich, eine Allergie? Und du hast herausgefunden, dass es sich bei der Allergie um eine krankhafte Überreaktion vom Körper handelt. Eine Gefahr von der Substanz von der Nuss besteht gar nicht. Das ist im Prinzip völlig ungefährlich, das ist sogar gesund für den Körper. Das ist ein Fehler am System. Eine Allergie ist eine fehlerhafte artifizielle Überreaktion, die immer mehr schlimm geht. Für was erzählen ich das? Es sind ein Freund von den bildlichen Vergleicher. Die politische Korrektheit, das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Allergie. Eine Gefahr für die Gesellschaft besteht nicht, auch nicht, wenn ihn sich als Indianer verklebt. Am Prinzip ist es ein Akt, der gar nicht schädlich ist, aber sogar noch bereichernd. Es handelt sich also um eine krankhafte Überreaktion vom System, die sich, ohne dass es den rationalen Grund gibt, immer mehr steigert. So viel zu meiner Allergie. An der globalen Allergie, die immer mehr kleiner befällt. Ich habe einen zweiten Versuch, zum Schluss zu kommen. Die Damen und Herren, ich muss immer lachen, wenn ich da draußen Diskussionen höre. Ja, was machen wir da bei den nächsten Wahlen, wenn wir den Gast Schiberia nicht mehr mitgeht? Oder was machen wir, wenn den da geht oder den nicht mehr da ist? Da muss ich immer immens lachen, weil bei meinem allergrößten Respekt für
Gastchiberia, der ja wirklich Herz und Seele von der Partei, also von dem wirklich nicht genug lehren kann, mir denken, froh, die sich stellen muss, das ist ein anderer. Froh ist nicht, was machen wir, wenn den oder diesen nicht mehr da ist oder nicht mehr an der ersten Reihe steht. Froh ist, wie soll zu Lützeburg das politische Spektrum ausgesehen, wenn wir kein ADR hätten? Ich habe viel von der Wächterfunktion geschwärzt. Grundlegend frohe geben nicht mehr angeschwärzt. Der Schutz vom ungeborenen Leben, Meinungsfreiheit, Wurstungsdebatte. Das Land geht an einem politischen Einheitsbrei ohne Wächterfunktion und ohne Linie funktionieren. Die Lützeburg daran erinnern, dass stark Politik nie der Floss gekoppelt sie von einer starker moralischer Prägung. Ein wirklich Alternativ zum Einheitsbrei geht fortfallen, kritisch frohen, ethisch frohen, gegen der Willkür über Lust, weil auch ein CSV als nämlich stark genug, sich ethisch stark zu positionieren. Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Was geht passieren, wenn da die ADR fortfallen? Und ich bin heute mehr wie je überzeugt, dass da die ADR niemals fortfallen wird. Das Land kann sich das gut erlauben. Es hat mir persönlich noch nie so viel Spaß gemacht. Es war für mich noch nie so motivierend, an der ADR dürfen zu sein, meine Argumente vertreten zu dürfen, eine gut funktionierende Parteistruktur mit einer wunderbaren Equipe zusammen zu schaffen. Und ich werde als Kleinzahnrad am System von dieser Partei alles darauf setzen, für die ADR einer guten Zukunft entgegenzuführen. Und ob an der Regierung oder an der Opposition, die ADR bleibt für Lützeburg unverzichtbar und ich so nicht merci.